Ljubi hošćo za podium. Ja prošu vas svoj moju pritku zesedać, so možemo započeć. S tym ma też livestream informaciju, so nidom započne. Trošku štärčo ještě. Es geht gleich los, ein bisschen Geduld noch. Herzlich willkommen zur sorbischen Debatte der Dritten hier in der Jednota und natürlich auch am Bildschirm. Aber es gibt auch Kopfhörer. Die sorbische Debatte, das möchte ich zu Beginn sagen, ist eine Kooperation zwischen der Landeszentrale für politische Bildung. Deswegen seht ihr dort auch die Bücher, auch Bücher in sorbischer Sprache, und das kann sich jeder anschauen und mitnehmen. Für den Inhalt ist verantwortlich die sorbische Zeitung und die Stiftung ist in der Kooperation verantwortlich für den technischen Part. Ich möchte zugleich darauf hinweisen, was heute der Ablauf ist. Wir wollen uns eine Stunde Zeit für die Diskussion nehmen und ungefähr dann so 8:30 können dann Fragen gestellt werden, auch online. Und die brisante Fragen haben, die das nicht direkt machen möchten, die können das online tun, und es gibt einen QR-Code auch auf der Stiftungsseite, und hier ist er auch zu sehen, und mit diesem Online-Tool können die Fragen dann auch anonym gestellt werden. Wir wollen uns unserem Thema widmen. Das Thema heißt Rückkehr in die Lausitz. Warum oder warum auch nicht? Prinzipiell wird gesagt, dass die Lausitz die Heimat der Sorben ist. Zumindest lebt die Mehrheit der Sorben hier. Zu Ostern haben wir das wieder erlebt, und unter den Osterreitern waren einige, die Jahr für Jahr weit her in die Lausitz kommen, nach Hause. Und wer von uns hat keine Verwandten, die schon längere Zeit nicht mehr in der Lausitz wohnen, aber dennoch immer zu Ostern in die alte Heimat kommen? Es scheint also völlig normal zu sein, dass nicht alle Sorben in der Lausitz wohnen. Andererseits hören wir in den vergangenen Jahren immer wieder, dass an sorbischen Stellen Fachkräfte fehlen, dass an sorbischen Schulen Lehrer fehlen. Zum Teil kommt nicht mal eine einzige Bewerbung an, und sollten wir deshalb nicht Konsequenzen daraus ziehen, dass so viele Sorben und Sorbinnen möglichst wieder zurück in die Lausitz kommen. Ob das wirklich das richtige Rezept ist für die Zukunft, denn es gibt unterschiedliche Gründe, außerhalb der Lausitz zu leben. Und ich möchte darüber mit Ihnen heute diskutieren. Und wir haben uns dazu Gäste eingeladen mit unterschiedlichen Hintergründen. Katja Meyer, sie stammt aus Bautzen. Nach der Hochzeit ging sie nach Münster. Dort
wohnt sie bis heute und Grund ihres Umzugs war, dass ihr Mann, der auch aus der Lausitz stammt, schon seit 2000 in Münster arbeitet. Sie haben 4 Kinder und sie liebt am meisten an der Lausitz ihre Heimatstadt Bautzen und ihr gefällt, dass sie dort sorbische Worte hört und am Horizont die Lausitzer Berge sieht. Sie haben die Pause richtig verstanden. Dankeschön. Helena Schotschitz. Sie ist nicht nur die Jüngste in unserer Runde, sondern vermutlich auch am weitesten entfernt. Sie ist in Rosenthal aufgewachsen, hat 21 am sorbischen Gymnasium ihr Abitur gemacht, war dann als Au-pair in Spanien und Schweden, war einen Monat in Prag und seit 22 studiert sie in Südungarn in Pécs Medizin. Sie kommt gern in die Lausitz, um die Familie und Freunde wiederzusehen. Und wahre Ostern sind für sie nur Ostern zu Hause. Gabriel Schnauker ist in Bautzen aufgewachsen. Er hat den Beruf des Buchsetzers gelernt und entschied sich dann, Geistlicher zu werden. Er hatte einige Stationen außerhalb der Lausitz. Er hatte das Abitur in Magdeburg gemacht, in Erfurt Theologie studiert, auch einige Semester in Münster. Dann war er bei den Salesianerinnen in Prag, dann war er Katechet in Freiberg, Diakon in Borna bei Leipzig und dann hatte er im Jahr 2000 seine Priesterweihe in Dresden und seine erste Kaplanstelle war in Kamenz. Seit 2003 ist er wieder in der Lausitz, zuerst in Krostwitz, dann in Panschwitz und seit 2015 in Wittichenau. Und für dich war es immer klar, dass du dich gern wieder zurückkehrst in die Lausitz und hier als Geistlicher tätig bist. Milan Paulik ist in Radibor aufgewachsen, hat 1991 sein Abitur abgelegt und Zivildienst in der Nähe von Düsseldorf. Seit 1993 lebt er in Berlin. Er mag an der Lausitz die Gastlichkeit und die unkomplizierten zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja, Katja, ich frage dich ganz direkt, was sind die wichtigsten Gründe, dass du außerhalb der Lausitz wohnst und was müssten wir anbieten, damit du zurück in die Lausitz kommst? Ja, ich weiß nicht, ob man etwas anbieten kann, damit der andere zurückkehrt. Das ist vielleicht nicht die richtige Sichtweise. Wie du schon gesagt hast, wir leben in Münster, weil mein Mann da arbeitet und er hat hier keine Arbeit in der Lausitz gefunden. Er arbeitet bei der Deutschen Zentralbank und das bis heute und er ist glücklich dort. Und jetzt sind wir schon 20 Jahre dort. Und persönlich muss ich sagen, ist das eine wirklich schwere Frage. Was müssen wir dir bieten, damit du zurückkommst? Ja, und wenn ich jemanden kennenlerne, der erfährt, dass ich in Münster lebe, und dann werde ich immer gefragt, und wann kommst du wieder? Ja, und ich muss zugeben, ich habe immer den Eindruck, dass ich mich rechtfertigen muss. Und das möchte ich aber nicht. Ich bin gern in der Lausitz und es ist meine Heimat und wird es bleiben. Aber ich liebe genauso mein Leben in Münster. Helena, was hat dich bewogen, Medizin nicht in Leipzig zu studieren, sondern in das weite Ungarn zu gehen? Ja, ich bin, wie gesagt, nach dem Abitur gleich ins Ausland gegangen und das hat mir sehr gefallen, weil das sehr anonym war. Man hat niemanden gekannt und das hat mir auch gefallen. Und dann habe ich überlegt, wie geht es weiter, was werde ich studieren. Ich wusste, dass ich seit der Kindheit den Traum hatte, Medizin zu studieren, aber
Es ist in Deutschland schwer. Ich hatte nicht die Noten, um dem NC zu entsprechen. Und deswegen hatte ich mich sehr zeitig davon verabschiedet, in Deutschland Medizin zu studieren und habe geschaut, was ich sonst studieren könnte. Ich habe auch überlegt, in Leipzig Journalismus zu studieren, aber der Traum, Medizin zu studieren, war halt immer da. Und dann hat eines Tages meine Mutter mir ein Angebot geschickt von der Kassenärztlichen Vereinigung und da wurde angeboten, junge Leute zu unterstützen, die im Ausland studieren möchten. Und ich habe mir das angeschaut und das Angebot bezog sich auf Pécs in Ungarn. Ja, und wie es der Zufall wollte, habe ich tatsächlich eine Zusage bekommen und bin dann nach Ungarn gegangen. Und mir gefällt es sehr. Nachdem wir jetzt die Biografien gehört haben, die außerhalb der Lausitz sind, Milan, kannst du dir vorstellen, wieder zurückzukommen in die Lausitz? Seit 22 arbeitest du für die Redaktion der Sorbischen Zeitung. Du lebst jetzt in Berlin, bist aber auch in Bautzen. Und was war für dich jetzt so der Anstoß, ein Stück weit in die Lausitz zurückzukommen? Dass ich es so lange in Berlin ausgehalten habe, über 30 Jahre, das ist auch die sorbische Sprache, die mir auch dort Heimat ist. Ich habe eine sorbische Familie und solange ich täglich Sorbisch sprechen kann, habe ich auch meine Heimat um mich, egal wo ich bin. Und das hat mir ermöglicht, dort ohne Probleme so lange zu leben. Und der Anstoß, wieder zurückzukehren, war dann, als mein erster Sohn zum Studium ging. Und da ist mir bewusst geworden, dass diese sorbische Welt sich auflöst. Mein zweiter Sohn ist 18 und macht jetzt Abitur und er wird dann auch irgendwann aus dem Haus gehen. Und dann habe ich Angst, dass mir die sorbische Welt in Berlin verloren geht. Und das war der Anstoß, sich wieder auch physisch in die sorbische Welt zu begeben und da auch beruflich eine Existenz abzusichern. Und bei der Sorbischen Zeitung hat sich das Angebot ergeben. Und wenn ich das jetzt so interpretiere, kann ich bei keinem von euch dreien sagen, dass ihr weg von der Lausitz seid, weil ihr ein Problem mit der Lausitz habt oder mit den Sorben. Nein, wir auf keinen Fall haben. Ich habe meine Kinder ja sorbisch erzogen. Ja, bei mir ist das auch so. Auch wenn ich nicht in der Lausitz bin, versuche ich dann und wann zu Hause anzurufen, Sorbisch zu sprechen oder Satgola, Radio Satgola zu hören, oder ich lese online die Sorbische Zeitung, sodass mir die Sprache nahe bleibt. Ich möchte noch hinzufügen, ich hatte schon auch persönliche Gründe, die Lausitz zu verlassen. Ich hatte das Bedürfnis nach Freiheit, nach neuen Lebenswegen. Es sollten Lebenswege sein, die anders sind als die typischen in der Lausitz. Und das Berlin war für mich der maximale Kontrast zu den dörflichen Umgebungen. Und das hat mich sehr motiviert und gereizt. Aber die Sprache ist, wie gesagt, meine Heimat. Und das hat mich immer getragen, egal wo ich lebte.
Unter den katholischen Sorben beobachtet man, dass Gründe zurückzukehren auch religiöser Art sind. Und es gibt Leute, die kommen nicht nur zum Osterreiten, sondern die kommen auch zu anderen religiösen Anlässen. Das kann ich bestätigen. Die geistige Heimat, so wie Milan das schon gesagt hat, ist die, wo ich mich zu Hause fühle, wo ich meine Sprache sprechen kann, wo ich meine Kultur leben kann, unter meinesgleichen. Und es gibt Leute, die würden gern zurückkehren. Vor allen Dingen die, die hauptsächlich wegen der Arbeit weggegangen sind oder weil sie mal eine Weile Abstand von der Heimat haben wollten. Und das ist ja auch nichts Schlechtes. Das ist ähnlich, wie du das gerade gesagt hast. Vor allen Dingen unter der Jugend ist das ein großer Anreiz, mal etwas anderes zu erleben, weil sie hier vielleicht sich zu kontrolliert fühlen. Und gerade wenn man mal außerhalb der Lausitz war, zur Ausbildung oder zum Studium, dann kann man ja gut vergleichen. Und dann fühlt man diese Freiheit. Ist das ein typisches Phänomen der Jugend, dass man mal etwas anderes sehen will? Oder ist das eine Schwäche der Lausitz? Ja, Gabrisch, du bist auch Geistlicher für die Dekanatsjugend. Und ich kenne viele Jugendliche, die nach dem Abitur oder nach der Schule erstmal weg wollen. Die wollen die Welt kennenlernen. Am Anfang war das häufig die Möglichkeit, als Au-pair ins Ausland zu gehen und eine andere Sprache zu lernen, für etwas verantwortlich zu sein. Und dass man auch lernt, selbstständig durch die Welt zu kommen. Und das habe ich immer unterstützt. Ich habe auch Leute unterstützt, die so denken und habe gesagt, geht nur, das wird euch nicht schaden. Ihr lernt, selbstständig zu werden und lernt auch die Reaktionen der anderen Kultur und anderer Menschen kennen. Und das kann nur gut sein. Ist die Lausitz zu konservativ für Jugendliche? Muss man mal weggehen? In meinen Augen ist das nicht nur in der Lausitz so. Auch wenn ich im Westen irgendwo auf dem Dorf lebe, möchte ich auch erstmal weggehen und etwas Neues erleben. Das ist ein normales Phänomen, dass man etwas anderes kennenlernen möchte. In der Lausitz fällt es nur etwas mehr auf, wenn man nicht zurückkehrt, weil wir so ein kleines Volk sind. Bei Deutschen fällt das nicht so auf, weil da niemand fehlt, wenn er nicht zurückkehrt. Ich denke, auf jeden Fall kann ich dem erstmal zustimmen, dass in dörflichen Gegenden das Bedürfnis da ist, erstmal wegzugehen und die Welt kennenzulernen. Aber in der Lausitz ist es nochmal speziell. Denn es gibt gewisse, wie soll ich das sagen, Diskrepanzen zwischen Bräuchen. Das wäre auch nochmal ein Thema für die Podiumsdiskussion. Also Bräuche, die man pflegen möchte, aber es gibt auch das Bedürfnis, etwas zu ändern, etwas zu reformieren, zum Beispiel Veränderungen zu bewirken bei der sorbischen Tracht. Und das ist manchmal für die jungen Leute ein Dilemma. Sie wissen manchmal nicht so richtig,
wie sie sich in der Lausitz orientieren sollen, welche Position sie einnehmen können. Und dann ziehen sie sich lieber raus erstmal aus der Situation. Ich glaube nicht, dass es nur bei Jugendlichen so ist. Das betrifft auch Ältere. Was das Besondere bei den Sorben ist, weil wir ein kleines Volk sind, jeder kennt jeden oder kennt jemanden, der den Nächsten kennt. Und wenn man jemanden Neues kennenlernt, fragt man ja gleich, ja, wer ist, und dann bekommt man sofort weitere Informationen und manchmal auch Vorurteile. Und wer nicht nach sorbischen Normen lebt, der fällt natürlich auf. Und alle wissen das und sagen auch etwas dazu. So erlebe ich das jedenfalls. Das heißt, das ist ein bisschen ein Plädoyer für die sorbische Diaspora, die mehr Möglichkeiten bietet, mit dem Sorbischen zu experimentieren. Ja, manchmal ist das so, aber im Prinzip soll es ein Plädoyer dafür sein, dass wir auch offen sind, gegenüber anderen Formen das Leben zu führen. Also vermutlich ist es bei uns nicht so schlimm wie bei den Amish, der People oder Amish People, denn da gibt es direkt so ein Ritual, dass die Jugend außerhalb der Community lebt und sich sozusagen mal richtig austobt. Und das ist bei uns wahrscheinlich nicht so nötig. Da gibt es andere Möglichkeiten. Aber es ist immer die Frage, welche Bedürfnisse man in bestimmten Lebensphasen hat. Als Jugendlicher will man wahrscheinlich mehr das Progressive, die Anonymität. Und die Frage, wie ich das, ja, und es gibt auch Phasen, da weiß man genau, was man will und macht vielleicht genau das Gegenteil von dem, was vorgegeben ist. Und für andere sind wieder die vorgegebenen Strukturen eine Erleichterung. Und ich glaube, beides kann sich gegenseitig bereichern, und entscheidend ist, wie man in den Lebensphasen damit umgeht. Und es kann auch Leute geben, die sagen, ich bleibe hier und ich kann mit den Gegebenheiten umgehen, oder ich gehe erstmal weg. Wir haben vor allen Dingen in der Corona-Zeit festgestellt, dass viele regelmäßige Veranstaltungen für Jugendliche, also dass vieles kaputt gegangen ist und dass für die Jugend nicht mehr so viel geboten wird, wie das vor Corona war. Aber wenn ich an die Dekanatsjugend denke, dort stelle ich fest, dass immer wieder Angebote für Jugendliche organisiert werden. Und ist das auch eine große Chance für das Dekanat, die Jugend zu gewinnen und zu binden? Ja, das Kirchenjahr ist ja so aufgebaut, dass da immer wieder Anlässe sind, zusammenzukommen. Da gibt es Weihnachten, Advent, Fastenzeit und dann nach Fasching, und dann bereitet man sich auf Ostern vor. Die Kirmes, also ob Fasching oder Kirmes, alles gehört in das normale Jugendleben, und da möchte man nicht fehlen, da freut man sich, 3-4 Mal im Jahr die gleichen Leute zu sehen, sich auszutauschen. Ja, und das sind wirklich gute Chancen, zusammenzukommen ohne Stress. Und das Dekanat oder die Dekanatsjugend ist deswegen auch so attraktiv, weil da aus den verschiedenen Gemeinden alle mal zusammenkommen. Und ich denke, so 3-4 Mal im Jahr
ist das sehr unkompliziert. Das sind unkomplizierte Treffen. Organisiert müssen sie natürlich sein. Und wir sind froh dafür, dass wir dafür Referentinnen haben. Und das läuft gut. Und wir sind froh, dass die Stellen auch gesichert sind und bezahlt werden. Und wir haben auch viele Kinder, und das weiß ja auch jeder, der hier wohnt. Wir haben eine erste Frage aus dem Online-Tool. Hier wird auch noch die Frage gestellt, neben der Konservativität, ob auch die politische Situation, also vor allen Dingen in Bautzen, die Attraktivität senkt, nach Bautzen oder in die Lausitz zurückzukehren. Und ich vermute, das ist das starke Abschneiden der AfD, was hier gemeint ist. Das ist zwar in den sorbisch-katholischen Bezirken nicht so schlimm, aber wir können natürlich auch auf die Gemeinden schauen, wo eben durchaus 50% AfD gewählt haben. Ja, ich pendle jetzt 2 Jahre zwischen Berlin und der Lausitz. Und für mich ist das wirklich ein Thema, das mich abstößt oder mir die Laune verdirbt. Diese starken Ergebnisse der AfD zeigen eben auch die Gesellschaft in der Lausitz, auch unter den Sorben. Und haben wir ja immer mehr Wähler der AfD. Und wer 30 Jahre in dem offenen und toleranten Berlin gelebt hat, dem wird die Laune verdorben durch diesen Aspekt. Und ich überlege immer wieder, wie ich einen Beitrag leisten kann, dass ich das positiv beeinflussen könnte. Zum Beispiel sowas wie Happy Monday ist natürlich eine tolle Sache und ein guter Versuch, beziehungsweise eine gute Aktion, dem etwas entgegenzustellen. Ich sehe das auch so wie Milan. Bei mir ist die Frage, ich bin noch jung und ich bin im Ausland und mein Stipendium sagt mir, ich muss zurück nach Sachsen kommen, als Ärztin auf dem Land. Also das Stipendium hat diese Bedingung. Und wenn ich diese Wahlergebnisse sehe, dann frage ich mich, ob das gut für mich ist. Und ich frage mich, ob ich vielleicht mit meinen Kindern, also ich selbst oder später mal mit meinen Kindern im Ausland besser aufgehoben wäre. Ja. Und hier in der Lausitz ist man natürlich von der Norm oder neben der Norm, wenn man Sorbisch spricht. Und das merkt man aber fernab der Lausitz weniger als hier. In Münster ist das wahrscheinlich nicht das Problem, Sorbisch zu sprechen. Nein, das Problem haben wir nicht in Münster. Ich möchte gern was dazu sagen, zur Sicht auf die Sorben. In Münster ist das wirklich eine sehr offene Gesellschaft und natürlich damit ist auch Interesse für die Sorben da und wir hatten schon sorbische Lesungen. Wir machen das natürlich zweisprachig, aber die werden auch besucht und ich sehe wirklich, dass da eine große Offenheit da ist und wir haben auch Freunde der Sorben in Münster, die das unterstützen. In
Ungarn erschrickt man auch manchmal bezüglich der politischen Situation. Und wie erlebst du das? Du bist zwar keine Deutsche, aber du bist aus Deutschland, du bist eine Sorbin aus Deutschland. Und ist das was Besonderes oder ist das was Interessantes? Und nichts Besonderes oder etwas Interessantes für Sie? Ich habe keine speziellen Kontakte mit den Einheimischen und es studieren wegen des Stipendiums auch andere Leute aus Deutschland in Ungarn. Und ich habe viele Kommilitonen auch aus dem Westen und sie haben noch nicht über Sorben über Sorben etwas gehört und fragen natürlich nach. Und sie fragen mich natürlich auch, ob ich mal was Sorbisch sagen kann. Und sie sind dann begeistert und wollen mehr Informationen. Und jetzt habe ich vielen Freunden auch ein Ostervideo geschickt von den Osterreitern und das hat ihnen natürlich gefallen. Ja, das sind auch Dinge, die man schön zeigen kann, ne? Wir haben auch wieder in der Corona-Pandemie gemerkt, wie die digitale Arbeit fortschreitet. Heute ist es völlig normal, eine Videokonferenz zu organisieren und auch es ist normal, weit ab der Lausitz oder überhaupt vom Arbeitsort zu arbeiten. Und Claudia, du hast jetzt auch so eine Aufgabe übernommen und da hast du auch gedacht, das geht nicht, aber jetzt geht es doch. Sprich mal darüber. Ich werde ab nächstem Jahr die neue Chefredakteurin der evangelischen Zeitschrift Pomhaj Bor. Und die jetzige Chefredakteurin hat mich gefragt, ob ich das übernehmen kann. Und da habe ich gesagt, nee, das geht doch gar nicht. Aber dann haben wir noch mal drüber gesprochen und auch mit anderen vom evangelischen Verein. Und dann haben die gesagt, warum nicht? Und ich übernehme jetzt diese Aufgabe und ich freue mich sehr darüber. Und ich werde einmal im Monat in der Lausitz sein. Und ich denke, dass es ein gutes Modell ist, auch die Sorben außerhalb der Lausitz mit einzubeziehen. Ich freue mich sehr darauf. Und dann hat man auch das Gefühl, wieder dazuzugehören. Das ist vielleicht nochmal ein interessanter Aspekt. Darüber können wir nochmal drüber sprechen, ob das jetzt ein Problem ist, so außerhalb der Lausitz zu leben und das Gefühl zu haben, nicht dazuzugehören. Ja, Milan, du arbeitest jetzt noch in Berlin und in Bautzen. Das wird sich wahrscheinlich mal ändern, wenn du dann mal nur noch in Bautzen bist. Und wie ist deine Erfahrung? Funktioniert es so? Oh ja, das ist ein sehr gutes Modell und alle Kollegen haben sich gut darauf eingestellt, dass ich alle 2 Wochen da bin und dass sie sonst über Video mit mir kommunizieren müssen. Anders würde es ja jetzt auch nicht gehen, aus familiären Gründen. Und deswegen sind wir auch sehr dankbar, dass das so unkompliziert möglich war. Auf jeden Fall ist es ein gutes Modell, auch die junge Generation zu gewinnen für eine Arbeit in der Lausitz. Vor allen Dingen im Hinblick auf die große Personalnot in sorbischen Institutionen. Denn es ist ja überhaupt in der Jugend eine ganz wichtige Erwartung, dass sie flexibel arbeiten können und so eine Life-Balance auch wahren können. Und du bist nicht der einzige Fall im Verlag. Ja, auch die Grafikerin arbeitet von Leipzig aus. Aber in einem bestimmten Turnus muss man sich trotzdem auch am Ort treffen. Das ist wichtig. Ja, ich denke, das ist generell wichtig, dass man sich kennen muss
Und denn es ist schwerer, wenn man sich nicht kennt, jemanden über die Videokonferenz beurteilen zu können. Aber in großen Firmen wird es längst so praktiziert, dass Konzerne auch außerhalb Deutschlands haben Mitarbeiter hier in Deutschland und die Leute können auf ihrem Dorf bleiben und für Konzerne außerhalb Deutschlands arbeiten. Und die Arbeitswelt erweitert sich so immer mehr und man kann eben auch aus der Ferne arbeiten. Und so ist es auch möglich für die Sorben aus der Ferne zu arbeiten. Helena, du hast erst gesagt, dass du überlegst, ob du nach Sachsen zurückkehrst. Und wie denkst du darüber? Du musst ja wegen des Stipendiums nach Sachsen zurückkommen, aber es muss ja nicht die Lausitz sein. Ja, mein Plan ist, dass ich erstmal in Ungarn zu Ende studiere und mein praktisches Jahr in Deutschland natürlich absolviere. Und wie es dann weitergeht, weiß ich noch nicht. Natürlich sagt das Stipendium, dass ich 5 Jahre in Sachsen arbeiten muss. Aber auch da kann ich auch nicht jede Fachrichtung wählen. Da bin ich auf bestimmte Fachrichtungen gebunden und ich überlege, ob ich noch was anderes mache. Und da muss man überlegen, ob man sich sozusagen freikauft aus dem Stipendium oder ob man eben 5 Jahre hier arbeitet und dann weitergeht. Aber das ist noch offen für mich. Das ist also für dich nicht so eine frohe Botschaft, dass du dann gleich wieder zu Hause arbeiten kannst. Ja, aber für dich ist es jetzt erstmal noch offen. Katja, wir haben erst darüber gesprochen. Du hast 4 Kinder in Münster. Zu Hause sprichst du mit ihnen Sorbisch. Die Tochter ist auf dem sorbischen Gymnasium in Bautzen. Im Vorgespräch hast du gesagt, du wünschst dir mehr Angebote für Kinder außerhalb der Lausitz, damit die Kinder sich auch zugehörig fühlen der sorbischen Community. Was sind so deine Vorstellungen? Ich erlebe bei meinen Kindern, dass sie ihre Wurzeln suchen. Und bei Lenka, sie ist mein zweites Kind, sie hat schon vor Jahren erzählt, dass sie auf das sorbische Gymnasium gehen möchte. Und dann haben wir das organisiert. Das war gar nicht so einfach, denn sie wollte das so machen wie ein Auslandsjahr. Sie wollte nicht komplett nach Bautzen gehen. Und jetzt ist es möglich und wir haben es gemacht und sie fühlt sich auch wohl und es ist sehr interessant, wie sie sich selbst erlebt und was sie mir dann auch erzählt. Und unser älterer Sohn Lukas ist das anders. Er möchte dann auch mal im Nationalensemble singen. Also ich merke, meine Kinder suchen ihre Wurzeln und es wäre gut, wenn es noch mehr Möglichkeiten gäbe. Und mich haben aber viele Eltern gefragt, ach was, das ist möglich mit dem Internat und dem Gymnasium und nur ein Jahr. Und Lenka ist offenbar die Einzige, die das jetzt so praktiziert bislang. Und beim Lukas und ich denke, es fehlen noch Informationen bezüglich solcher Möglichkeiten für die Sorben außerhalb der Lausitz. Und wenn ich jetzt so an das Ferienlager denke, da sind wahrscheinlich die Anmeldemöglichkeiten nur so in den Schulen gegeben. Und die Kinder außerhalb der Lausitz haben gar nicht die Möglichkeit, sich da zu bewerben. Und das ist schade. Ich wünsche mir, dass das mehr gemischt wird mit Kindern aus den Gebieten außerhalb der Lausitz.
Denn es ist ja wichtig, dass die Kinder außerhalb der Lausitz auch Freundschaften schließen können. Und sie haben ja auch die Großeltern da. Und sie möchten auch auf die Weise ihre Identität spüren. Und es wäre schön, wenn sie solche Beziehungen knüpfen können. Ich denke, das ist die Zukunft und das darf man nicht vergessen. Es muss noch mehr ein Fokus darauf gelegt werden, solche Möglichkeiten zu verbreiten, also auch bekannt zu machen. Und wir haben auch als Familie eine Möglichkeit. Da ist dieses evangelische Wochenende. Und das ist eine große Gruppe von Familien, wo sich meine Kinder auch sehr wohl fühlen. Und dort haben wir unsere Beziehungen. Und so machen wir das. Kinder, die außerhalb der Lausitz aufgewachsen sind, dann ist das so, dass es absurd wäre zu sagen, ihr kommt zurück in die Lausitz, denn sie waren ja niemals hier. Ja, und trotzdem suchen die Kinder ihre Wurzeln. Und wie ist es bei deinen Kindern, Milan? Haben sie nur Beziehungen zu den Großeltern oder sind da noch mehr Beziehungen? Ja, gute Frage. Ich habe auch den Eindruck, dass auch meine Kinder ihre Wurzeln suchen, weil die Beziehung zur Lausitz eben wirklich nur durch die Familie gegeben war. Und also die Großeltern und Cousins. Ich weiß nicht, aber im Unterbewusstsein denke ich mir, naja, mein Sohn hat seinen Studienplatz in Dresden gesucht. Er hätte ja auch woanders hingehen können, aber wahrscheinlich hat er im Unterbewusstsein doch diese Beziehung zur Lausitz und hat die wahrscheinlich auch gesucht. Ja, und jetzt hat er ja nun auch einen Grund, weil ich dann nun schon für in der Lausitz arbeite oder zumindest alle 2 Wochen da bin. Ja, das ist für diese Generation wichtig und er spricht topfit Sorbisch. Er hat keine Sprachbarriere, aber emotional hat er die Verbindung zur Lausitz nicht so, als wäre er hier aufgewachsen. Und Ferienlager oder andere Angebote oder von der Kirche, das wäre natürlich schön, wenn solche Angebote auch die Jugendlichen außerhalb der Lausitz mit einbeziehen würden, stärker. Ja, das ist eine besondere Herausforderung für die Kinder, die außerhalb des sorbischen Kontextes aufwachsen. Das hat mir Jadwiga Piacic erzählt. Die sollte ja eigentlich heute mit hier sitzen. Sie hat mir geschrieben, dass sie in Dresden durch Stupdalle, wo sie ja durch diesen Verein Stupdalle so eine sorbische Umgebung haben sie ja geschaffen. Und sie sind aber in Dresden auf 2 Schwierigkeiten gestoßen. Also man muss sich sehr auf die ehrenamtlichen Strukturen verlassen können. Das läuft hier automatisch mit den Schulen oder den Bildungseinrichtungen. Und das andere ist, dass man die Breite des sorbischen Lebens in Dresden nicht so einfach aufbauen kann. Also man kann natürlich zu Hause Sorbisch sprechen, vor allen Dingen, wenn man einen sorbischen Partner hat. Aber dann ist die Frage, wie ist es im Kindergarten oder in der Schule? Da wird dann natürlich nicht mehr so viel Sorbisch gesprochen. Und wie ist es dann mit den Festen oder Bräuchen? Und wenn man sowas aufbaut, dann ist das eine Herausforderung, das in Dresden zu tun.
weil man nicht diese Netzwerke hat. In Dresden gehört viel mehr dazu. Man muss sehr bewusst die Partner suchen und kann eben nicht so auf die Familie oder Freunde wie in der Lausitz zurückgreifen. Das ist wirklich eine große Herausforderung. Aber gerade diese soziale Gemeinschaft ist ja eben das Besondere der Sorben. Und die Sorben sagen immer, wir sind eine große Gemeinschaft und wir haben so viele Leute um uns, Familie, Freunde. Und ja, wie ist das aber nun wirklich in der Großstadt? Wie funktionieren dort die sorbischen Communities? In Dresden haben wir ja eine starke sorbische Community und wir haben auch die studentischen Gemeinschaften in Dresden und Leipzig. Und da habe ich mich da auch sehr zu Hause gefühlt. Das ist heute nur teilweise noch so gegeben, wie ich es erlebt habe. Und die Frage ist, was meint ihr? Was könnte man machen, um die Communities außerhalb der Lausitz zu stärken? Du warst ja auch sehr viel weg und du hattest nicht das Glück, unter Sorben zu studieren. Ja, stimmt. Ich habe in Erfurt studiert und auch dort hatten wir einen sorbischen Stammtisch. Und da waren wir immer so 8 bis 10 Leute, die sich getroffen haben. Und wir haben uns bei einem Freund getroffen, dessen Frau nicht Sorbin war und die Kinder haben auch nicht Sorbisch gesprochen, aber er hat uns willkommen geheißen und das war schön. Und der gute Wille war ja da, uns einzuladen und eine Gemeinschaft zu bieten. Und ich habe da auch in Erfurt jetzt keine Probleme erlebt, keine Barrieren. Wo Sorben sind, können sie sich treffen. Und ich war ja auch mal für die sorbischen Studenten verantwortlich. Und wenn ich so an Feste wie Hexenbrennen und Maibaum werfen denke, das sind wunderbare Feste, die eben auch gepflegt werden. Und da sind auch immer Gäste dabei aus der Lausitz, denn das sind ja nicht zu große Entfernungen. Und da kann man aus Sachsen oder Thüringen auch kommen. Also das ist auch für Studenten nicht zu weit. Ja, vor allen Dingen, wenn man ein Auto heutzutage hat. Helena, du hast gesagt, mit dir studieren auch viele Leute aus Sachsen und im Westen. Ist das also ein sorbisches Phänomen, dass man sich zusammenfindet, wenn man Sorbe ist? Oder würdest du sagen, auch die Sachsen oder die anderen aus deutschen Gegenden kommen dort genauso zusammen? Naja, ich würde schon sagen, es war erstmal einfacher, auch andere Sachsen kennenzulernen, die das gleiche Stipendium haben wie ich. Und ich habe teilweise schon andere kennengelernt, bevor ich in Pécs begonnen habe zu studieren. Über Social Media habe ich sie kennengelernt und wir haben uns dann in Dresden kennengelernt. Und zufällig war auch eine Gruppe aus Pécs da in Dresden und wir waren dann 10 Leute. Und ich würde schon sagen, das ist so ein Punkt, dass es Wochen gedauert hat, bevor ich dann andere Leute kennengelernt habe. Und ich glaube, mit den Leuten aus Dresden ist es doch recht viel schneller gegangen. Man merkt, dass Sorben außerhalb der Lausitz bewusster mit ihren Wurzeln umgehen, auch mit der sorbischen Sprache. Dass manch ein Sorbe
aus der dörflichen Umgebung nicht so sauber spricht wie jemand, der außerhalb der Lausitz-Sorbisch spricht, weil man da mehr drauf achtet. Ist das auch ein Thema des gegenseitigen Austausches zwischen denen, die das im Alltag immer wieder verteidigen und erkämpfen müssen, außerhalb der Lausitz, und denen, die hier leben? Also man hört viel hier, aber wenn man außerhalb der Lausitz ist, hat man ja nicht alle Kanäle zur Verfügung. Und was sind denn eure Wünsche? Also fühlt ihr euch zugehörig oder was wäre das Rezept, dass ihr euch dazugehörig fühlen könnt? Also von unserer Familie gibt es noch weitere 5 Sorben in Münster und wir achten natürlich auch auf eine ordentliche Sprache und schauen bei Soblex nach, wenn wir ein Wort nicht können. Ja, wir machen das sehr bewusst und uns ist es auch sehr wertvoll. Und ich spreche in Münster tatsächlich sehr bewusst Sorbisch. Ja, durch welche Kanäle die Informationen kommen sollten? Na, am besten über mehrere. Wir hören natürlich den Sorbischen Rundfunk, das ist eine Variante. Über den Sorbischen Rundfunk ja, war es keine sorbische Zeitung? Ja, einige haben natürlich auch die sorbische Zeitung abonniert. Und wenn wir uns als Gruppe treffen, dann sprechen wir natürlich auch darüber, was hier in der Lausitz aktuell ist. Und dann gibt es auch die Frage, hast du schon gehört? Ja, das gibt es bei uns natürlich genauso. Und du hast auch regelmäßig Kommunikation mit der Heimat? Ich muss sagen, so heiß bin ich gar nicht auf das Gerede. Und wenn mir jemand was schreibt, dann sage ich, okay, naja, ist mir hier in Page eigentlich egal. Aber wenn es mich irgendwie betrifft in irgendeiner Hinsicht, dann ist es natürlich interessant. Aber ansonsten mache ich mir keinen Kopf um das Gerede in der Lausitz. Ja, vielen Dank für diesen ersten Teil, in dem ich mich so ein bisschen an einem Leitfaden orientiert habe. Und ich weiß nicht, ob jetzt Fragen online eingegangen sind, sonst würde ich mich daran gerne orientieren. Und ansonsten bitte ich jetzt die hier sind, sich an der Diskussion zu beteiligen, und ihr könnt gerne fragen. Ja, wie ist das? Soll man zurückkommen oder nicht? Oder ist das okay, wenn man nicht zurückkommt und so weiter? Ja, hier sind 2 Punkte angesprochen worden. Das ist die Konservativität und es betrifft junge Leute. Die wollen die Freiheit, das ist eine ganz normale biologische Triebkraft. Und andererseits haben wir eine gesellschaftlich schwierige Situation und da interessiert es mich vor allen Dingen bezüglich die Meinung von Herrn Pfarrer. Sie haben ja viel Kontakt zur Jugend. Und wie ist das? Ist das so bei der Jugend, dass die Jugend weg will, raus aus dieser Welt, die so voller Hass ist? Und Sorben haben ja auch Verletzendes erfahren. Und Sie sind derjenige, was sagt der dazu, der die Jugend zusammenhält? Und der Wunsch, in die Ferne zu gehen, ist ja ganz normal. Aber wie geht man mit denen um? Wie geht man mit den jungen Leuten um, die jetzt in dieser relativ unattraktiven Zeit leben? Und wie ist das? Ja, das möchte ich gern wissen.
Ja, das ist ein bisschen ambivalent, denn das kann man in unterschiedlicher Richtung einschätzen und denn die Jugend ist auch unterschiedlich. Nicht jeder spricht über seine Probleme. Und wenn wir die Feste feiern, dann lassen sie das außen vor. Da wollen sie nicht über Probleme sprechen. Da wollen sie eher ermunternde Worte hören und über schöne Sachen sprechen. Da ist es eher schwierig, solche Themen zu eröffnen. Und es sind ja auch religiöse Feste, die wir feiern. Das ist also nicht so einfach, aber das kann man bei den Bildungstagen machen, die in Schmiedeberg sind. Die kann man unter ein Thema stellen. Und da kann man dann fragen, habt ihr Verletzendes erfahren? Wie zum Beispiel beim Tanz. Und dieses Jahr war kein Tanz zu Ostern. Und da werden dann andere Gründe genannt, als wahrscheinlich die wahren. Und das sind natürlich Sorgen, die da eine Rolle spielen bei dem Schönauer Gasthof. Und da sind wahrscheinlich schon Ängste, dass es da wieder zu Schlägereien kommt und Idioten, ja, also Neonazis einfach provozieren. Und das ist ja nicht nur einmal passiert. Und das haben wir auch angesprochen. Und das ist eine große Sorge der Jugend. Und das, was wir als in meiner Jugendzeit ganz selbstverständlich erlebt haben, dass wir einmal in der Woche tanzen gegangen sind, also auch in Dreikratscham. Und das ist nicht mehr so einfach, dass man so sich ohne Gedanken irgendwo treffen kann, ohne Angst zu haben, dass irgendjemand um die Ecke kommt und dir auf den Kopf haut. Und das ist ja in Schönau passiert. Ja, das sind große Sorgen. Und ich nehme das auch sehr ernst. Und wir müssen das thematisieren. Und liebe Madlinka, das ist für mich jetzt auch nochmal ein Anstoß bei den Bildungstagen, das zu thematisieren. Ja, da kann man das machen, aber insgesamt ist es schwierig, denn die Leute, die das jetzt direkt mal betroffen hat, die zeigen sich nicht mehr so häufig. Manche sind auch erwachsen oder sind weggegangen. Und wir arbeiten ja mehr mit den Leuten, die noch in der Schule sind, also so in der 9., 10. Klasse, maximal bis zum Abitur. Und dann sind die jungen Leute weg. Dann studieren sie oder haben Arbeit und dann erreichen wir sie nicht mehr so schnell. Aber solange man die Jugendlichen noch hat, ist das auf jeden Fall eine Chance, darüber zu sprechen. Und das ist auch eine Bildungsaufgabe für das Dekanat. Und ich möchte euch auch noch mal fragen, bezüglich eurer Kinder, die wahrscheinlich sehr bewusst aufwachsen im Hinblick auf das Sorbische. Und merken eure Kinder, dass, wenn ihr sagt, ihr hört den sorbischen Rundfunk oder lest die sorbische Zeitung, kommen da auch Fragen von euren Kindern, wie attraktiv ist denn die Lausitz? Was passiert denn dort so? Ja, die Kinder, die außerhalb der Lausitz aufwachsen, sehen natürlich die Lausitz erstmal als ein gewisses Ideal. Und sie denken, in allen sorbischen Schulen wird Sorbisch gesprochen und in allen sorbischen Institutionen. Wenn sie dann älter sind und merken, dass es nicht so ist, dann sind sie natürlich auch überrascht. Aber erstmal war mir schon wichtig, dass sie das alles überleben. Und sie erleben sehr bewusst, wie die Situation hier ist. Auch die politische Situation. Und in Münster erleben sie etwas ganz anderes. Und da gehören nicht nur die Wahlen dazu.
sondern da gehört auch dazu, dass viele Menschen sehr unzufrieden sind. Und in Münster sind die Menschen zufriedener. Und hier gibt es andere Themen als in Münster. Und das erleben meine Kinder sehr bewusst und wir sprechen häufig über solche Themen. Und ich bin sehr froh darüber. Und sie leben wie in zwei Welten. Und viele Leute, die Bautzen nicht so gut kennen, die verurteilen sehr schnell, was in Bautzen passiert. Und sie denken, das ist die blanke Katastrophe. Aber sie wissen nicht viel. Und meine Kinder erleben, wie es hier wirklich ist. Und man muss auch mal hinter die Kulissen schauen und nachfragen. Und ich bin froh, dass meine Kinder so aufwachsen und dass meine Kinder sehr bewusst wählen. Das ist ein großes Thema bei uns. Und sie stellen bewusst ihre Fragen und setzen sich auseinander. Zurzeit steht nicht die Frage, ob sie zurückkommen. Das weiß ich nicht. Aber sie sehen alles bewusst und sie verurteilen nicht. Und sie sehen eben auch die schönen Seiten an der Lausitz. Aber mir ist klar, dass sie auch die Seiten sehen, die nicht ideal sind. Aber nicht ideale Seiten gibt es auch in Münster. Naja, ich finde das gut für Kinder. Meinerseits kann ich nur sagen, meine Jungs sind junge Erwachsene und sie sind geschockt bezüglich der Ereignisse hier in der Lausitz, auch bezüglich dessen, was am sorbischen Gymnasium passiert ist, mit welchem Mobbing Sorben leben müssen. Und da waren sie geschockt und sie haben kein Verständnis dafür, warum die Schule nicht mehr einschreiten kann. Also warum sie nicht härter vorgehen kann, disziplinarisch gegen solche Schüler, die provozieren. Und meinerseits kann ich es nur unterstützen, also solche Initiativen von PAUK und der Domowina, die Workshops und Vorträge organisieren für die Schüler, damit sie lernen, mit solchen Vorfällen umzugehen und welche Mittel es gibt, sich dagegen zu wehren. Das müsste noch viel mehr gemacht werden, das ist wichtig. Ich erinnere mich auch, dass meine Jungs etwas schockiert waren, auch bezüglich der Qualität des Sorbischen. Oder irritiert waren sie zumindest bezüglich der Qualität des Sorbischen an der Schule. Ich sehe hier im Saal auch die eine oder den anderen, der in die Lausitz zurückgekehrt ist. Und wenn es keine Fragen gibt, vielleicht gibt es irgendwelche Statements oder Ergänzungen bezüglich eigener Erlebnisse. Ich bin Felicitas Birkhofen. Ich bin schon 4 Jahre Referentin bei der Stiftung. Ich war vorher 15 Jahre außerhalb der Lausitz, habe ich außerhalb der Lausitz gelebt. Und das ist eben so eine Lebenssituation. Man ist weit weg durch das Studium und ich war auch 4 Jahre in Düsseldorf. Mit meinem jetzigen Mann bin ich dann zurück in die Lausitz gekommen und dann war Familie ein Thema und ich habe für mich festgestellt, dass die Stadt Düsseldorf nicht das Richtige ist. Dort hat mir die familiäre Situation gefehlt und die Leute, mit denen ich dort zusammen war, die haben mir nicht so gefallen. Und deswegen haben wir uns entschlossen, ein bisschen mehr in die Nähe der Lausitz zu kommen und sind nach Dresden gezogen.
Und ich wusste, wenn wir Kinder haben, werden wir mehr Unterstützung bekommen als in Düsseldorf. Und der Verein Stupdale wurde ja heute schon genannt und einige sind auch heute da. Und da möchte ich mich auch gleich nochmal bedanken für das gesamte Engagement. Es war sehr schön in Dresden. Wir waren dort auch in dem städtischen Kindergarten, der ein sorbisches Konzept mit integriert hat. Und auch wenn nicht alles so geklappt hat, wie man sich das dachte, so hat mir das trotzdem sehr gut gefallen, dass wir mit den anderen sorbischen Eltern zusammengekommen sind. Und durch diesen Verein sind wir auch viel in der Freizeit zusammengekommen und es gab eine sorbische Community. Und die Eltern mit den Kindern haben so etwas, diese sorbische Community oder das sorbische Gefühl gegeben. Und dann sind wir ganz in die Lausitz zurückgekehrt. Das war eben wieder mal die Lebenssituation so gegeben und ich habe überlegt, was ist für mich das Sorbische? Und ich habe gemerkt, das ist sehr wichtig für mich. Ich habe lange nach einer Arbeit in einer sorbischen Institution gesucht. Für mich war das nicht so einfach. Jetzt ist es etwas anders. Es war auch ein Punkt noch, also wenn man in Dresden eine Immobilie sucht, da waren schon vor 10 Jahren in Dresden andere Preise als hier in der Lausitz. Und gerade hier in diesem sorbisch-katholischen Dreieck hat man eben auch eine gute Verbindung, wenn man in Bautzen arbeitet oder auch in Dresden. Man hat natürlich auch Hoyerswerda. Also man hat dann schon, auch wenn man beweglich ist, einen größeren Radius, wo man Arbeit finden kann. Und ich wollte für meine Kinder, vor allen Dingen aufgrund eigener Erfahrung, die ich in der Kindheit hatte, dass es eben auf dem Dorf eine gewisse Sicherheit gibt. Da kennt einer den anderen und da gucken auch die anderen ein bisschen darauf, wenn ein Kind im Dorf unterwegs ist. Und ich sehe, wie meine Kinder jetzt mit ihren Cousins und Cousinen zusammen sind. Und daraus werden sie auch später noch schöpfen können. Das mal so ein bisschen zu meinem Hintergrund. Und ich bin froh, dass ich zurückkehren konnte und dass alles so gelungen ist. Und dass ich jetzt hier in dieser sorbischen Umgebung eine gute Arbeit leisten kann und hier dabei bin. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Statements oder Ergänzungen? Dann ist ja immer so die Situation mit der Frage verbunden, was sind die angemessenen abschließenden Worte? Wäre es vielleicht, ist die Frage, wäre es gar nicht so schlimm, wenn wir Sorben außerhalb der Lausitz haben, aber was bedeutet das für uns hier? Was müssen wir tun, damit sie sich zu uns gehörig fühlen? Und ich meine jetzt gar nicht mal die VIP-Sorben wie Knini Schmeidjina, also die Schauspielerin oder der Schlagzeuger von Silbermond. Aber die schönsten abschließenden Worte hat mir jetzt die Katja zugeschickt heute. Und deswegen möchte ich ihr das Wort übergeben, denn sie ist gern im Zug unterwegs und hat einfach mal ihre Gedanken in die Feder laufen lassen. Und da sind ein paar schöne Zeilen entstanden. Ja, das sind meine Gedanken. Wenn ich im Zug fahre, habe ich viel Zeit zum Nachdenken und da habe ich auch schon über die sorbische Debatte nachgedacht und ja, und auch darüber, wie sich das anfühlt, wenn man außerhalb der Lausitz ist. Das Leben zwischen Welten, liebe Heimat, du
schöne Heimat, blaue Berge. Ich kenne euch, Bautzen mit den Türmen. Was für ein herrlicher Anblick. Die sorbische Fahne weht, bekannte Töne erklingen und die Erinnerungen werden wach. In dem anderen, in Münster, gibt es keine blauen Berge, aber es gibt Kirchen. Und die sorbische Fahne ist klein auf dem Tisch. Die zwischen den Welten verbinden die Schienen uns. Freude, Hoffnung, die Felder, die Wälder sind voller Zuneigung, ob hier oder dort. Und das bleibt uns. Vielen Dank allen, der Übersetzerin Beata Bresan und natürlich auch der Technik Benno Bresan und Bjarsch, den Bjarsch-Brüdern und am meisten natürlich den auf dem Podium. Ja, vielen Dank. Das war die letzte Debatte in diesem Jahr. Wir haben dieses Jahr nur 3 Debatten geplant, aber ich denke, nächstes Jahr geht es weiter und wir werden auch wieder zur sorbischen Debatte im nächsten Jahr einladen und neue Themen finden. Vielen Dank.